Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum Champions League Viertelfinal Hinspiel zu Hause gegen Paris Saint-Germain. Ja, was soll man zu dem Spiel sagen? Ich würde sagen, Überschrift ist, hätte man vermeiden können, wa? Die Niederlage. Ja, ich würde sagen, wir waren die klar bessere Mannschaft. Ich bin gleich sehr auf die Statistiken gespannt. Aber ja, gefühlt hat nur eine Mannschaft gespielt, zumindest nach den ersten 15 Minuten. Da war Paris ein bisschen besser, die Anfangszeit, die Anfangsphase wie immer, haben wir in letzter Zeit immer Probleme reinzukommen. Das Tor war natürlich zum ganz ungünstigen Zeitpunkt, in der 3. Minute, klar. Ja, muss da neu erhalten, müssen uns nichts vormachen, aber das muss natürlich auch schon davor verhindert werden. Genauso wie das 2-0 und 3-0, das waren alles individuelle Fehler. Das 2-0, da weiß nicht, wo der Alaba da wieder rumgeirrt ist mit seiner Abseitsfalle. Ja, darf auf dem Niveau einfach nicht passieren, Punkt. Das dritte, auch da hat der Alaba den Ball vertändelt im Mittelfeld, anstatt ihn einfach außen auf den Davis zu spielen oder da irgendwas, ich habe keine Ahnung, was machen. Klar kann man das dritte Tor nicht in Alaba ankreiden, aber man hätte das allein in der Entstehung da schon verhindern können. Ansonsten, klar, Mbappé hat super gemacht, das dritte Tor, hat einen Boateng vernascht. Boateng war heute auch nicht so gut, muss man auch ganz klar sagen. Genauso wie Alaba in der Innenverteidigung war auch unterirdisch in der Anfangsphase. Aber das Thema mache ich jetzt in dem Video nicht wieder auf. Wer das hier öfters guckt, kennt meine Meinung und ich denke, man hat es auch gesehen, wo Hernandez in der Innenverteidigung gespielt hat. Das ist zumindest auf der linken Seite, ja, über die linke Seite ist nichts passiert. Ja. Da müssen wir ganz klar sagen. Fand auch Pavard gar nicht so schlecht gemacht. Hat mir ganz gut gefallen. Ansonsten nach vorne, ja, ich denke, es wäre heute das Spiel des Levi gewesen. Gefühlt hatten wir auf jeden Fall 20 plus Torschüsse und ja, gefühlt ist er. Ja, hätte der Choupo-Moting das Tor nicht gemacht. Keine Ahnung, der hat es vielleicht ein bisschen rausgerissen, ich weiß auch nicht. Ich denke, das Problem war heute so, dass wir gespielt haben, als wenn Levi da wäre. Ne, vorne. Und er war halt nicht da. Ich denke, wir haben viele Flanken geschlagen, die das Ziel nicht gefunden haben. Paris stand dann auch defensiv sehr dicht hinten drin. Die haben viele Schüsse direkt abgeblockt, hat man auch gesehen. Ja, der Erfolg gibt dir am Ende des Tages recht mit 3-2. Ja, ich denke, ein Unentschieden wäre das Mindeste gewesen, was wir verdient gehabt hätten. Aber sie haben in der richtigen Phase das 3-2 gemacht. Ich denke, ansonsten hätten wir das Spiel noch gewonnen. Ja, haben wir nicht. Und jetzt ist es natürlich schwer im Rückspiel. Also mit dem Unentschieden hätte ich gesagt, ja, stehen die Chancen auf jeden Fall 60-40 für uns im Rückspiel. Wir hätten halt einfach nur irgendwie gewinnen müssen. Da sollten wir zu in der Lage sein. Ja, jetzt sehe ich das schon eher kritisch. Ja, wir sind gut für 3 Tore, aber ja, der Levi wird ja nicht genesen sein und ja, es fehlt halt einfach dieser Knipser bei uns. Ich meine, das hat man heute gesehen, das hat man auch gegen Leipzig schon gesehen, obwohl wir gegen Leipzig ganz anders Fußball gespielt haben. Da haben wir es erst gar nicht versucht, weil wir genau wussten, dass kein Levi da ist. Heute haben wir es versucht und ja, ich meine, das Wetter war jetzt auch nicht kriegsentscheidend, aber wir mussten beide klarkommen. Sonst wären aber vielleicht unsere Außen noch mal ein bisschen besser gewesen, keine Ahnung. Wir haben es gut gemacht vorne, ja. Aber Flanken auf Choupo-Moting, der hat halt da. Gut, das eine Mal stand er frei, den hat er super reingemacht, keine Frage. Aber ansonsten hat er keinen Land da gesehen gegen die Innenverteidigung. Das muss man fairerweise auch sagen. Klar, der Freistoß, Müller gut freigelaufen, aber ansonsten ist der Müller jetzt auch kein Kopfballungeheuer, was man da reinflanken muss, wie bekloppt. Ja gut, aber du kannst ja natürlich jetzt auch nicht einfach das Spiel komplett umstellen. Ne? Wenn man es gesehen hat, ja, die Tore waren alle 3 vermeidbar. Alle 3. Also die haben wir hergeschenkt, das muss man ganz klar so sagen. Ansonsten war von Paris nichts zu sehen, wirklich gar nichts. Wie gesagt, erste Viertelstunde, ja, waren sie auf Augenhöhe, waren ein bisschen besser sogar, sind besser reingekommen wie wir.
Danach war das wie Dortmund. Ja? Nachdem Dortmund 2-0 geführt hat. Dasselbe war heute Paris. Die haben nichts mehr gemacht, gar nichts. Nur, dass sie dann im richtigen Moment die Nadelstiche gesetzt haben, beziehungsweise, ja, durch unser Unvermögen irgendwo. Ja, man muss einfach sagen, die haben halt die Qualität vorne mit dem Neymar, mit dem Mbappé, die Hütten zu machen. Ja, ansonsten, Neymar brauchen wir, denke ich, auch nicht viel zu sagen. War wie immer. Den braucht es ja nur angucken, dann hat er geschrien und lag auf dem Boden. Schiri-Leistung, was das anbelangt, ja, unterirdisch. Wirklich unterirdisch. Was die Fouls angelangt, kann man dann vielleicht nochmal irgendwo sagen, jo, der war jetzt nicht so gut, ist jetzt nicht so wild, aber allein die ganzen gelben Karten, die wir gekriegt haben, für Lächerlichkeiten einfach. Also, hat für mich nichts mit irgendwie internationaler Härte oder sonst was zu tun gehabt. Also, die gelben Karten waren alle ein Witz. Eine war wegen Meckern, glaube ich, das ist okay, alles andere war ein Witz. Ich meine, 3-mal Handspiel von Paris im eigenen 16er ist okay, ja, da war nicht ein absichtliches bei oder ein, was weiß ich, Körperfläche vergrößern oder sonst was. Da war ich ganz beim Schiri, da muss man nichts pfeifen. Aber diese Fouls und diese gelben Karten, also was da teilweise war, also. Aber gut, sei mal dahingestellt, hat nicht wirklich einen Einfluss aufs Spiel gehabt, ja. Also wir haben nicht wegen Schiri verloren, wir haben verloren, weil wir einfach vorne und hinten zu unvermögen waren. Warum vorne auch? Ich würde sagen, wir schmeißen mal einen Blick in die Statistiken. Denke, ich bin sehr gespannt, ich habe es auch noch nicht gesehen. Warte, ich aktualisiere nochmal, man weiß ja nicht. Ich bin ja wieder so kurz nach Abpfiff hier. Gut, 2-3, brauchen wir nichts weiter zu sagen. Ballbesitz 63:8 gegen 36:2. Fouls 16:7, Zweikämpfe 54:5 bei uns. Schüsse insgesamt 31:6. Schüsse aufs Tor 12:5, Ecken 15:1, Flanken 26:3. Ja, am Ende des Tages hast du 3-2 verloren und hast sehr schlechte Chancen, weiterzukommen. Jo, was soll man dazu sagen, Leute? Ich meine, am Wochenende war es nicht so extrem, aber am Wochenende war es genau andersrum. Da haben wir scheiße gespielt, haben gewonnen. Heute haben wir gut gespielt, wie ich fand. Abgesehen von den 3 Abwehrfehlern, Schwächen, kann man ruhig so nennen. Natürlich haben wir noch das Pech gehabt, Süle raus, Goretzka raus, war ein mega harter Verlust für uns. Weil Goretzka einfach der ist, der vorne reinstößt. Ja, der auch den Kopfball geht, der auch die Schüsse nimmt aus der zweiten Reihe. Das hat absolut komplett gefehlt, wo Goretzka raus war. Das war sehr schade, tut uns sehr weh. Ich weiß jetzt noch nicht, wie weit er ausfällt, wenn das Rückspiel auch ausfällt. Ja, dann sehe ich echt schwarz. Ganz ehrlich, weil, ja, nichts gegen Choupo-Moting, hat das gemacht, was er kann. Hat auch ein Tor gemacht, alles gut. Und Müller, aber Müller ist keine vorderste Spitze. Ja? Also nicht gegen irgendwelche Mannschaften, die mit 10 Mann hinten drin stehen. Und Paris wird im Rückspiel nicht anders spielen. Die werden genauso spielen wie jetzt. Die werden auf Konter spielen. Und so anfällig wie wir da sind, wird schwer. Gewonnene Zweikämpfe. Koman 9, Pavard 8, Davis 5. Davis war mega stark, wo er reingekommen ist. Ne? Muss man mal ganz klar sagen. Also gerade zweite Halbzeit mega stark. Gefoult wurde, das sieht uns nicht. Torschussvorlagen. Kimmich 10. 10. Choupo-Moting 3. Eieiei. Ballkontakte 115 Kimmich, 75 Pavard, 74 Coman. Müller 5. Schüsse insgesamt. Alaba 5. Choupo-Moting 5. Alaba, ja, I don't know. Ich habe nicht einen aufs Tor gesehen. Doch einer ging daneben. Die anderen wahrscheinlich alles abgeblockte Dinger. Das hat Paris gut gemacht, haben sich immer reingeschmissen, standen kompakt im eigenen 16er dann. Ja, mein Gott. Der Erfolg gibt ihnen recht, Punkt. So wie der Erfolg uns in Leipzig recht gegeben hat. Ja, ich denke, wir gehen mal noch kurz in die Noten rein, wa? Aber da gibt es jetzt nicht so viel. Also Neuer war heute eine 4. Ja, Neuer war heute nichts. Das Ding muss er haben. Klar, Wetter hinher, bla Sülz, aber muss er einfach haben. Auch danach waren halt noch 2, 3 Unsicherheiten gehabt. Ist okay, ja. Ich meine, man kann nicht jedes Spiel 150% geben und
Neuer ist eine Bank. Heute war es dann halt mal nicht so. Hat man halt so eine Tage. Süle, ja. Süle war 3 minus. Ja, normal kannst du denen eigentlich keine 3 geben, da diese komischen. Also ich meine, er und Alaba, das war bei der Abseitsfalle, aber der Alaba war da noch ein bisschen mehr dran schuld. Das erste Ding halt auch, das erste Ding hast du schon gesehen, Alter. Ich weiß nicht, stürmt da wieder raus wie so ein Idiot auf die linke Seite. Ja, da war Hernandez auch mit Schuld. Hernandez stand zu weit vorne, dann war der Ball weg und also da kannst du keinen Einzelnen die Schuld geben. Ja, gut, am Ende muss der Neuer den halten, Punkt. Aber davor die ganze Abwehr die war noch gar nicht auf dem Platz. Das war echt nichts. Ansonsten war Süle okay, ja. Hat sich eigentlich nichts Schlechtes geleistet, hat die Zweikämpfe angenommen. Hat Neymar gut 2, 3 Mal abgekocht. Also von daher bleibe ich da bei der 3. Alaba war für mich eine 4. In Verteidigung war das 0. War das gar nichts, hätte ich ihm eine 5 gegeben, definitiv. Defensives Mittelfeld. Ja, er konnte da nicht mehr ganz so viel kaputt machen, aber hat mir auch wieder gar nicht gefallen. Bin ich ganz ehrlich, aber ja, ist meine persönliche Meinung. Keine Ahnung, vielleicht spielt da ein bisschen Antipathie mit rein, was mit den Vertragsverhandlungen da, aber ich habe da heute wieder keine Leistung gesehen. Ist einfach so. Ich weiß nicht, ob er es nicht kann, ob er es nicht will. Ich weiß auch nicht, was der Flick noch braucht. Ich denke, Hernandez hat es gut gemacht heute in der Innenverteidigung. Wo er da gespielt hat, war, wie gesagt, die Seite zu. Da mit dem Davis, die Seite hat super geklappt. Hat sich auch öfters mal mit eingeschaltet, Hernandez. Nach vorne hat versucht, dann anzukurbeln. Das war völlig okay in meinen Augen. Also für mich war Hernandez eine 3. Eine gute 3. Pavard war für mich auch eine gute 3. Ich fand es er hat gut gemacht. Ja, ich meine, Paris hat auch jetzt nicht irgendwie 200 Flanken geschlagen, weil die eh nicht vorne waren, außer ihre schnellen Gegenstöße. Aber ich denke, er hat es gut gemacht, hat viel nach vorne auch versucht. Ja, aber man muss einfach sagen, Paris stand gut hinten, ne? Muss man auch mal sagen. Kimmich hat es schwer gehabt, die ersten 15 Minuten auf jeden Fall, wurde immer gedoppelt. Kam gar nicht ins Spiel, da war Goretzka wieder nicht zu sehen. Das hat mich wieder ein bisschen so gestört. Das hat dann so ein bisschen besser geklappt nach einer Viertelstunde. Dann war er nicht mehr so unter Druck direkt, wenn er den Ball angenommen hat, der Kimmich, und Goretzka hat sich auch mal ein bisschen mehr fallen lassen und so weiter. Das hat ganz gut geklappt. Kimmich würde ich daher auch eine 3 geben. Der letzte Punch hat so ein bisschen gefehlt heute bei ihm, aber war engagiert wie immer, alles gut, ne? Goretzka ist schade, 32 Minuten. Er kam gerade so besser ins Spiel, also Anfangsphase hat er mir gar nicht gefallen. Keine Ahnung, war gar nicht im Spiel, war irgendwie überall und nirgends, hat mir nicht wirklich gut gefallen. So nach einer Viertelstunde, 20 Minuten kam er dann auch besser ins Spiel und ja, dann war es super schade, dass er auf einmal raus musste. Ja, wenn wir es bewerten müssten, würde ich sagen eine 3 minus. Coman hat es auch gut gemacht. Ich hätte mir aber nochmal so der letzte Touch hat auch bei ihm gefehlt. Wie auch bei Sané. Ja, haben es beide gut gemacht, haben die 1:1 gesucht, sind viel gelaufen. Alles gut, ich würde beiden eine 3 geben. Aber so der letzte Touch, den wir brauchen, wenn der Levi nicht da ist, ja, dann brauchen wir so die letzte Individualisierung, ja. Ja, die müssen beide dann aufs Tor ziehen, ja. Die müssen versuchen, ein Tor zu machen. Wir haben es heute gesehen, was haben wir gehabt? 30 Flanken oder für 25 Flanken oder was? Ja, was bringen die Flanken, wenn keiner da ist? Ja. Und deswegen sagt die auch, tat das mit dem Goretzka so weh, weil er immer in den 16er mit reingeht. Wäre ein Flankenempfänger gewesen, genauso dann auch für die. Wir haben auch 2, 3 Mal gut nach hinten abgelegt. Genau, das war der eine Alaba-Schuss, den er eigentlich hätte reinmachen müssen. Ja, aber da sieht man die Qualitätsunterschiede. Ja. Ist aber auch nicht Alabas Position, keine Frage. Daher ein Goretzka, ja, hätte das Ding wahrscheinlich reingemacht. Zumindest wenn man so die letzte Form anguckt. Müller ist für mich der Einzige, der heute eine 2 kriegt. Bis zu seiner Kopfblutung war er überragend. Zweite Halbzeit überragend, hat alles koordiniert, hat angefeuert, hat Druck gemacht. War quasi vorne überall und nirgends. Nach seiner Kopfverletzung, ja, war er ein bisschen raus. Dann war er mir immer zu sehr außen.
Hat dann mehr links außen gespielt, habe ich nicht wirklich verstanden. Mittig war er immer ein Unruhepol, aber hat zum Ende hin war er viel auf der linken Außenseite. Keine Ahnung, vielleicht hat er so die Bälle nicht mehr gekriegt in der Mitte, wie er sich gewünscht hat. Hat gedacht, da kriege ich ein bisschen mehr Spielanteile, keine Ahnung. Choupo-Moting war für mich auch okay, war eine 3. Ich denke, er hat das gezeigt, was er kann. Mehr kann er einfach nicht. Ja, das ist gar nicht jetzt negativ gemeint. Er hat das Tor gemacht, wo er frei stand. Hat ansonsten mit der Hacke da nochmal 2, 3 Mal was versucht. Ja, er ist jetzt aber nicht so ein Knipser. Ja, das war er noch nie, wird er nie sein, da müssen wir uns nichts vormachen. Ja, Davis, der 32 reinkam, erste Halbzeit, ja, hat dann ein bisschen Anlauf gebraucht, zweite Halbzeit war er bärenstark. Für mich eine gute 3. Boateng war heute nicht so gut. Am Anfang war es eigentlich noch okay, da kam man ganz gut rein, auch in die Zweikämpfe und so. Aber nach hinten raus, ja. Ich meine, gegen Mbappé, gut, er hat natürlich einfach eine Klasse, ja. Und deswegen hat er das dritte Ding auch gemacht, aber das war natürlich auch zu verteidigen, ja, vorher. Ja, war für mich eine 4 heute, der Boer. War nicht sein bester Tag, denke ich. Naja, wer will es ihn irgendwie übel nehmen? Ich meine, wenn du jetzt weißt, dein Vertrag wird nicht verlängert, weiß ich nicht, inwieweit das irgendwelche Auswirkungen auf deinen Ehrgeizform hat. Ich fand eigentlich, bis dahin hat er das eigentlich ganz gut gemacht, aber ab da war dann echt abbauend. Ne? Also wo er reinkam, war direkt drin im Spiel, das war okay. Aber auch relativ wenig versucht, so seine Querpässe und so. Ja, 2, 3 hat er angesetzt. Ja, aber man muss sagen, also unsere Spielweise mit dem Verlagern, mit den Diagonalbällen, ja, hat Paris einfach damit ausgehebelt, dass sie, abgesehen von den 3 Leuten, mit 8 Leuten im eigenen 16er standen. Die das einfach gar nicht interessiert hat, wie wir verlagert haben oder nicht. Die standen im 16er und ja, man hat es gesehen, wir hatten keine Ideen, beziehungsweise wir haben alles versucht, aber die wurden immer wieder abgeblockt, die Schüsse. Ganz selten ging mal einer durch und die durchkamen, waren dann relativ ungefährlich, sodass der Navas da nicht wirklich Probleme hatte, die zu halten. Ich hätte mir gewünscht, in der Schlussphase nochmal einen Musala reinzuwerfen oder auch einen Javi mit seiner Kopfballstärke. Habe ich nicht wirklich verstanden. Man hätte einen Choupo einfach rausnehmen können, ja. Fertig. Also die letzten 20 Minuten jetzt einen Choupo mit dem rausnehmen können. Er war jetzt nicht irgendwie so im Spiel oder so ein Unruhepol da vorne. Da hättest du auch sagen können, komm, ich stelle mal einen Javi da rein oder ich stelle einen Kleinen nochmal da rein. Mit Musala irgendwie oder stelle Müller dann doch einen nach vorne, dass er Musala auf der 10 ist, der nochmal ein bisschen andere Technik hat und sowas. Habe ich nicht ganz verstanden, wenn ich ehrlich bin. Das wäre so das Einzige, was ich den Flick irgendwie mit auf den Weg geben könnte. Da hätte ich mir nochmal einen Wechsel gewünscht. Aber ansonsten haben wir viel richtig gemacht. Ich denke, man hat ganz klar gesehen, wie ich am Anfang schon gesagt hatte. Uns geht der Levi ab. Ja? Ohne Levi. Es war ein Spiel für den Levi. Der hätte locker heute 3 Hütten gemacht. Also so stark war Paris da nicht jetzt hinten drin. Ja, die standen dann kompakt hinten drin. Ja, und da war der Choupo einfach abgemeldet. Aber ein Levi ist natürlich eine ganz andere Kanone, eine ganz andere Klasse. Werden wir im Rückspiel auch nicht haben. Gnabry wird im Rückspiel nicht da sein. Wegen Corona. Jetzt muss man mal abwarten, was mit Goretzka ist. Rückspiel ist halt schon in 6 Tagen, nächste Woche Dienstag. Wird schwer. Wird wirklich schwer. Ich hatte ja, wie ich im Video davor sagte, ein gutes Gefühl gegen Paris. Das hat mich heute eigentlich auch bestätigt. Ja, aber wenn halt Levi ausfällt, dann Goretzka früh raus muss, der uns da abgegangen ist, vorne im Strafraum, dann passiert halt sowas, wie es passiert. Wo man natürlich sagen muss, wir hatten auch trotzdem noch genug Chancen. Ja? Wir hatten auch genug Halbchancen, wo wir den letzten Pass da nicht gesetzt haben. Ja, aber das ist halt dann der Unterschied. Ne? Ich meine, ein Mbappé und ein Neymar da vorne. Die Maria hast du gar nicht gesehen heute. Da war selbst der Draxler noch auffälliger, also von daher. Aber defensiv ist jetzt keine Übermannschaft, ja. Paris, das muss man ganz klar sagen. Von daher war ich damit mein Gefühl schon richtig. Wir haben natürlich jetzt das Pech durch die Verletzungen und sowas, aber das gehört halt dazu, ja. Fertig, Punkt. Ich bin sehr gespannt aufs Rückspiel.
Ja, ich würde unsere Chancen irgendwie bei 30% einordnen, wenn ich ehrlich bin. Weil, ja, wir müssen uns nichts vormachen, der Hansi wird wieder an Alaba in die Innenverteidigung stellen. Und das sage ich seit Wochen, dass das schlecht ist. Man sieht das seit Wochen, dass das schlecht ist. Ja, und dann kriegt man jetzt halt mal eine Quittung gegen so einen Verein, ja, der dann irgendwie 4 Chancen hat und daraus 3 Tore macht. Möchte nicht alles am Alaba festmachen, aber wenn sich da natürlich mal eine Innenverteidigung eingespielt hätte in den letzten Wochen mit dem Hernandez und Davis, das hat zum Beispiel heute schon super geklappt. Auf der anderen Seite, Pavard war auch wieder stark. Ja, wäre das vielleicht ein bisschen anders gelaufen, aber hätte Fahrradkette, wäre der Levi nicht verletzt und so weiter, müssen wir gar nicht drum herum eiern. Ich bin sehr gespannt aufs Rückspiel. Das Schöne ist, wir werden ein interessantes Rückspiel sehen, denke ich. Zumindest, wenn wir nicht irgendwie wieder nach 10 Minuten oder einer Viertelstunde 2-0 hinten liegen. Ich denke, dann ist der Drops gelutscht. Wir sind immer gut, um 2, 3 Tore zu machen, keine Frage. Aber ein 0-1, ein 1-2 reicht uns halt alles nicht zum Weiterkommen. Dann sind wir ausgeschieden. Das ist das Problem. Deswegen, wie ich gesagt habe, Unentschieden wäre heute schön gewesen. Wir müssen halt schon 3 Tore schießen. Punkt. Und ja, um überhaupt in die Verlängerung zu kommen. Klar, wir können 2-0 gewinnen. Dann wären wir weiter. Ansonsten müssen wir 3 Tore schießen. Ja, dann können wir 2 bekommen, dann würden wir in die Verlängerung kommen. Das denke ich wäre noch ein Szenario. Ja, ich bin sehr gespannt, Leute. Ich bin sehr gespannt. Ich meine, dass wir Tore schießen können, keine Frage. Aber wir brauchen dann auf jeden Fall einen anderen Plan. Und es wäre super wichtig, dass Goretzka dabei ist, in meinen Augen. Allein wegen halt dieser Unruhe, die er auch in den 16er bringt, in dem gegnerischen. Das ging heute nämlich uns völlig ab. Da war Schupo immer mit den beiden Innenverteidigern. Was soll er da auch groß machen? Ja. Deswegen hat er von mir auch eine 3 gekriegt und nicht schlechter. Muss man einfach so sehen. Du hast keinen gehabt, der mit reingestoßen ist. Müller war der vorbereitet hat. Der war auch relativ selten dann da im Brandherd drin. Außer beim Freistoß. Und ansonsten, ja, Coman, Sané und so weiter sind halt nicht die Spieler, die dann da ganz vorne reinstoßen. Und den Alaba hast du da auch nicht gesehen. Der war einmal an der Strafraumkante, wo er aufs Tor geschossen hat. Ansonsten hast du den Alaba da nicht gesehen, was eigentlich seine Aufgabe hätte sein sollen in meinen Augen. Naja, gut, aber wollen wir nicht alles auf dem Alaba abladen? Ja, wie ich schon sagte, ich denke, war zu verhindern, die Niederlage. Und ich denke, es ist noch alles drin irgendwo. Aber durch das 3:2, ich meine, Paris wird natürlich jetzt auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen haben, dem mehr Glauben an sich. Und ja, es wird sehr interessant werden, denke ich. Und vielleicht, ja, nimmt der Flick mal irgendwas mit aus diesem Spiel. Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht. Guck mal, gegen wen spielen wir am Wochenende? Gegen Union. Ja, Union wird auch nochmal heiß sein. Bin ich mir sicher. Für die geht es ja auch noch irgendwie. Ich weiß gar nicht. Kann ich in der Tabelle gucken? Haben noch eine kleine Chance auf Europa, glaube ich, ne? Für die, aber gut, gegen Bayern sind eh alle heiß. Da müssen wir uns nichts vormachen. Bin sehr gespannt, wer da auflaufen wird, wer da wie auflaufen wird. Und wie die Aufstellung dann am Dienstag ist. Gegen Paris. Ja, das war's. Ich meine, okay, Viertelfinale. Aber es gibt nicht die Übermannschaft aktuell in der Champions League, wenn man auch die Ergebnisse gesehen hat. Man City, Dortmund, Real 3-1 und so weiter. Also die Chance war ja relativ hoch, diese Saison den Titel sogar zu verteidigen. Wir werden sehen, wie die Jungs Bock haben. Beziehungsweise Bock haben sie definitiv, hat man heute gesehen. Also da kann man gar keinen irgendeinen Vorwurf machen. Die sind haben alle gerannt, sind alle geackert. Wir haben halt ein paar individuelle Fehler heute gehabt. Und ansonsten haben wir echt ein gutes Spiel gemacht, ja. Aber man sieht halt einfach, aber es ist ja auch klar, dass so ein Levi fehlt, der die Hälfte aller unserer Tore geschossen hat. Ja, da müssen wir uns ja nichts vormachen. Das ist ja ganz normal. Und hätten wir hinten ein bisschen besser gestanden, ja, hätten wir vielleicht 2-1 gewonnen. Ich denke mal, dass man ein so ein Ding da durchrutscht, vom Mbappé zum Beispiel, was er wirklich super gemacht gegen Boateng und den Neuer dann gleichzeitig auch noch verladen. Ja, ist halt gegen Paris so, aber die anderen beiden Tore, die hätte sie definitiv verhindern müssen.
in meinen Augen. Naja, gut. Ich denke, wir werden ein interessantes Rückspiel sehen und ja, wir hören uns am Sonntag wieder. Ich glaube, wir spielen Samstag, ne? Gegen Union. Ich kann nur noch mal kurz gucken. Nicht, dass es schon Freitag spielt. Ne, Freitag spielt irgendwie Bielefeld oder sowas, ne? Ja, wir spielen Samstag 15:30 Uhr. Ja, wir müssen Daumen drücken, dass sich nie noch einer verletzt. Ja, denke, man hat es heute gesehen. Obwohl, ja, wie gesagt, ich hätte mir den Xavi noch gewünscht. Auch für den Alaba. Hey, der Xavi hätte dann den Sechser machen können und Kimmich nochmal einen weiter nach vorne. Das hätte ich gefeiert, so in den letzten 20 Minuten und vielleicht ein Musala für einen Schuppo rein. Einfach nochmal was versuchen, so haben wir es hingenommen irgendwo, ja. Weiß ich nicht. Aber gut, lassen wir uns überraschen fürs Rückspiel, Leute. Könnt ihr gerne, wenn ihr Bock habt, haut mal eure Tipps raus fürs Rückspiel oder ob ihr denkt, dass wir noch weiterkommen oder nicht. Wie gesagt, ich schätze unsere Chancen 70-30 gegen uns ein. Soll gar keine Schwarzmalerei sein, man muss einfach realistisch sein und wir müssen halt 3 Tore schießen, in meinen Augen. Also ich glaube nicht, dass wir zu 0 spielen, dass wir 2 Tore reichen würden. Wir sind halt so anfällig, dass wir immer irgendwie in der Lage sind, irgendein Ei zu kassieren. Deswegen, wir müssen definitiv 3 schießen. Und dann wird man sehen, für was es reicht. Ja? Das Schöne ist, wenn wir 3 geschossen haben, sind wir mit jedem Sieg dann irgendwie weiter. Ja? Wenn wir 4-3 gewinnen, sind wir weiter. 5-4 wären wir weiter. Also von daher, aber wir müssen halt erstmal 3 Hütten schießen. Und das wird ohne Levi nicht so einfach. Aber Tagesform, oh? Wenn Paris eine schlechte Tagesform hat, wir haben eine gute Tagesform, ist natürlich alles drin. Aber wenn man realistisch ist, reicht Paris jetzt halt einfach ein Unentschieden und die werden sich wahrscheinlich genauso massiv hinten reinstellen, wie sie es jetzt im Hinspiel gemacht haben, werden dann auf die Konter setzen und da sind wir anfällig, da müssen wir uns nichts vormachen. Das einzig Schöne ist, es ist egal, wenn wir irgendwie 2-0 hinten liegen, wir müssen eh 3 Tore schießen und 3-2 bringt uns die Verlängerung, von daher müssen wir dann da nicht unruhig werden. Bin sehr gespannt auf das Rückspiel. Ich habe Bock drauf. Es ist auf jeden Fall endlich mal Kitzel drin in den Spielen, obwohl man sagen muss, auch heute war viel Kitzel drin, aber man muss sagen, es berührt einen nicht so ohne Fans. Ne? Also das geht mir komplett ab irgendwo. Klar ist man angespannt und sowas, aber nicht so, also ohne Stimmung, ohne alles ist... Langsam fängt es an, richtig, richtig hardcore zu nerven. Und ja, deswegen ist man dann vielleicht auf der anderen Seite auch nicht so ganz so enttäuscht. Ich meine, selbst wenn wir jetzt ausscheiden sollten, wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehen möchte, aber selbst wenn das passieren sollte, mein Gott, dann ist das so. Ja, man kann nicht jedes Jahr irgendwie im Finale stehen oder 6 Titel gewinnen. Das muss man sich auch mal klar machen. Ne? Gibt genug andere gute Mannschaften. Heute haben wir gegen keine gute Mannschaft verloren. Ja, das muss man auch mal sagen. Aber ja, der Erfolg gibt ihnen recht, so wie der Erfolg uns in Leipzig, dem Hansi recht gegeben hat. Da war es genauso. Ne? Da war es ganz genauso. Wir haben irgendwie gefühlt 3 Schüsse gehabt. Leipzig die vierfache Menge und haben auch keinen Knipser gehabt, waren auch zu unvermögen, die Tore zu machen. Und heute war es genau umgekehrt. Und ja, so ist es. So, Feierabend. Rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Obwohl, wir haben ja mitten in der Woche. Guck mal, so vernagelt bin ich schon. War ja Champions League. Also, wir hören uns am Sonntag wieder. Haut rein. Rot-weiße Grüße. Tschüssi.